Signaturen für das Wintermärli Journal sind fertig und parat zum Einnähen. Ich habe hier mir auch schon angezeichnet, wo das Ganze ungefähr herkommen sollte. Löcher habe ich auch schon gemacht, also ich muss nur noch die hier lochen. Und jetzt möchte ich euch aber natürlich noch zeigen, wie mein Cover schlussendlich rausgekommen ist, weil ich habe daran schon ein bisschen etwas gemacht. Das hier ist mein Wintermärli Journal Cover geworden. So sieht das aus. Es tut mir mega leid, dass ich euch nicht mitnehmen konnte. Ich habe das auch alles, es war mega schwierig für mich, das irgendwie das Konzept für das noch irgendwie zu machen, das alles irgendwie unterzubringen und so weiter. Und ich musste das auch alles irgendwie so ein bisschen zwischen Tür und Angel machen, weil ich nicht so gut filmen konnte und so. Es ist alles so ein bisschen nebenbei entstanden. Und ja, jetzt ist es halt schon da. Das hier ist von so einem Zweigli, das ich aus dem Ottos habe, für die Weihnachtsdekoration. Die sind mit ziemlich viel Heißleim reingeklebt. Da hat es noch ein bisschen ausgeschnitten aus meinem... Oh, wo ist es? Da. Aus dem ganzen Papierzeug habe ich da etwas ausgeschnitten, ein Vögel und ein Blümchen. Dann hat es ein bisschen Bling Bling und ein bisschen Spitzen, noch ein bisschen mehr Spitzen und so ein komisches silbriges Stöffli oder so ein Netzstöffli. Und noch ein Label, das ich ausgestanzt habe aus einem Restchen von einem Rand. Ja, genau, so sieht das aus. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich vielleicht, wenn ich dann weiss, wie hinten, wenn die Signaturen reingenäht sind, da vielleicht auch noch irgend so was drauf tue, so und so. Das würde sicher auch noch hübsch aussehen. Oder ist es dann auch ein bisschen over the top? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Es kommt, wie es kommt. Jetzt würde ich zuerst mal sagen, dass wir die Signaturen reinnähen. Und vielleicht können wir dann gerade noch ein bisschen etwas dekorieren. Gut, also, das heisst, Signaturen schön ausrichten und nachher dann anzeichnen und lochen. So. Ausrichten, oder? Oben und unten, jawohl, alles gut. Schön in die Mitte. Oh. Wenn man jetzt noch etwas sehen würde, wenn das jetzt tatsächlich ein Schreiber wäre, der anständig schreiben würde. Ah, und genau da, was so dunkel ist. Bravo. Ja, gut. So, was haben wir jetzt gesagt? Genau da, was so dunkel ist. He? So. Gut. Oh, so wie ich das mache, wird das immer komplett krumm. Ich weiß es auch nicht. Es
verrutscht immer alles. Es verrutscht immer alles. So ist noch gut. Und dann aufklappen und dann ist alles schon wieder verrutscht. Warum? Wahrscheinlich darum. So. Es ist so unglaublich fest nicht in der Mitte. Das ist doch nicht zum Ausdenken. Hey. Das ist, weil im Aufklappen komplett alles verrutscht. Ja, ich weiss, es gibt die Dinger, wo man das so reinstecken kann, gell? Irgendwie. Ja, jetzt haben wir das halt völlig verlöchert. Wie machen wir denn jetzt das, dass das nicht passiert? Wie machen wir das jetzt? Ich will es schön haben. So, kann ich das jetzt so anzeichnen? Moment. So. So. Also es ist ja nicht so, dass ich das zum ersten Mal machen würde. Aber irgendwie... So, ich probiere es jetzt so. Und bin ich am richtigen Ort rausgekommen. Und da. Das sieht auch nicht allzu schlecht aus. He? Jawohl. So, einfach nicht in die Hand reinstechen. So. Okay. Gut. Ja, das gefällt mir ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Dann, da sieht man fast nichts angezeichnet. Doch da und da. So. Also.
Machen wir es hier auch so. Das hat sich jetzt noch bewährt. Bis jetzt. So, ist das gut so? Jawohl. Dann zeichnen wir jetzt halt da innen an. So. Und probiere das noch einmal auf diese Art und Weise. So, ja, die sind noch ziemlich dort rausgekommen, wo ich es angezeichnet habe. Gut, also, dann fangen wir doch mal beim Hintersten an. Das reinnähen. Voilà. So, dann werden wir jetzt schauen, wie das rausgekommen ist. Dann ein ganzes Schwänzchen hier. So, hey, so sieht doch das recht gerade aus bis jetzt. He? Oh, genial. Oh, ich finde es genial. Oh mein Gott, mir gefällt das gut. Hey, schau mal, wie hübsch. He? Das ist doch jetzt aber wirklich schön rausgekommen und es passt so gut zusammen, finde ich. Am Anfang habe ich noch gedacht, viel zu viel rosa rundherum, aber hey. Wahrscheinlich wäre es schon viel zu viel blau, wenn man da noch mehr blau gemacht hat. Und die Seiten sehen doch da innen ganz toll aus. Ich finde, jetzt hier in der ersten Signatur, es lödelt überhaupt nicht. Wenn ich da zweimal ein Loch gestochen habe. Und so. Hier haben wir im Rössli das Schwanzchen abgeschnitten. Aber ich finde, es macht nichts. Das ist nicht schlimm. So, hey, ich finde es extremst cool. Mir gefällt es mega gut. Mir gefällt es wirklich mega gut. Das Nädchen gerade wieder versorgen, sonst ist es nachher fort. So, jetzt haben wir ja von dem ganzen Papier hat es dann noch so Kärtchen gehabt. Eins haben wir ja hier vorne drauf. Da. Und jetzt haben wir auch noch mehr. Es sind natürlich genau alles die gleichen Bildchen wie hier. Und die haben zwar hinten auch zum Teil, wirklich sind sie schön, dass man sie gerade theoretisch so könnte als Kärtchen benutzen. Aber das will ich nicht, weil mir sind die ein bisschen zu schwabbelig. Ich habe lieber gerne, wenn ich Kärtchen habe, wirklich richtig dicke, kartönige. Und natürlich könnte man die jetzt auch auf ein Karton aufkleben etc. Aber ich glaube, ich mache aus denen einfach Täschchen.
Ja, genau. Ich möchte Täschchen machen aus dem. Das heisst, ich tue sie noch ein bisschen inken. So, nein, Moment schnell. Ich möchte noch einmal meinen Ecke runter ausprobieren. Es wird wirklich einfach nicht so schön, gell? Und das ist mit dem 8 mm. So, mal mit dem kann man es machen. Wenn man es wirklich ganz schön rein hat. So, jetzt haben wir 3 so. Und dann haben wir noch 2 auf dieser Seite. So. Und ich meine, da könnte man ein Vögel nehmen. Oder auch die Blumen. Nein, ich glaube. Ich nehme die Blümchen. So, ja, genau. Also, gut, jetzt. Was habe ich für eine? Da, Chipped Sapphire. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und dann möchte ich die natürlich nicht dort reinleimen. Das sind ja alles die gleichen Bildchen, wie es wieder Signaturen hat. Also tue ich jetzt sicher nicht in diese Signatur das Bildchen von das da kommt dann sicher irgendwie da rein. Und was haben wir an der ersten noch? Die Blümchen kommen dann da rein und dann haben wir was haben wir? Das Hirschli haben wir dort und das Schloss. Wo ist das Schloss? Ist das da? Gut, dann nehmen wir das da. Und das tun wir doch auch noch zuvorderst. So, gut. Dann kommt doch das jetzt so hier rein. Oder da. So ist besser. Ich weiß gerade noch nicht, ich bin noch nicht so schlüssig, wie voll dass ich das Buch machen will. Ich habe ja da noch mega viel Zeugs zum Basteln, was es da zu dem Papier dazugegeben hat. Aber ja, ich weiß nicht, wie viel dass ich dann da werde rein basteln von dem und ob dann da auf jeder Seite irgendein Wahnsinns Täschchen oder Teil oder irgendwas, die kommt wahrscheinlich nicht, weil es ist doch schon so recht dick. Und das möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, dass das dann so fest aufklafft. Vielleicht habe ich da schon wieder mit den Signaturen übertrieben. Es sind da zu viel. Ich habe ja extra, das gefärbte Papier ist extra Zeichnungspapier. Wirklich so schön dickes. Ich weiss jetzt gar nicht mehr, 120 könnte sein.
Das könnte sein. He? Und das macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich jetzt hier Kopierpapier rein tue. Oder Sättiges. So. Und dann hier. Jetzt aber das würde jetzt doch auch noch schön aussehen. Das habe ich natürlich hier die Ecke gerundet. Das hat jetzt ja schön zum Schloss gepasst. Ach komm. Nö. Habe ich jetzt da, habe ich glaube nur eine, gell? Oder nicht? Ist nochmal. Nein, das ist nur eine. Also kann ich das auch ein bisschen weiter hinten tun. So. So. Voilà, also dann haben wir doch zuerst die Blümchen. Blümchen. Und das ist wieder auf dieser Seite. So, ja, komm. Das sieht doch alles sehr hübsch aus. Und das Schloss. Wo wollen wir das Schloss noch haben? Das ist gerade zweimal Once Upon a Time. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das hier. So, also, ja, ich meine jetzt da die paar Kärtchen reinkleben, ist jetzt nicht gerade so die allerkreativste Meisterleistung, die man so herlegen kann. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Also, ja, aber ich möchte doch schon noch ein bisschen etwas basteln. Vielleicht kann man ja auch da dran noch ein bisschen etwas verzieren, dass das hübsch aussieht. Was ich also noch habe, ist das hier. Zweimal so Reispapier. Wahnsinnig schön, wahnsinnig herzig. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Irgendwie muss man das auch noch hier einbauen.
Aber ich weiss also wirklich noch nicht wie. Ich glaube, ich muss mir noch ein paar Videos reinziehen und ein bisschen recherchieren, was man mit dem Reispapier alles so Geniales machen kann. Und dann muss das unbedingt auch noch irgendwie da drin rein. Aber bis jetzt bin ich total zufrieden, gefällt es mir mega gut. Judy hui. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.